Hallo zusammen, Green Project, nächste Runde. Ich habe ein bisschen geskippt, wieso höre ich den da nicht? Komisch. Was habe ich gemacht? Ich hatte den Mais da unten mal nach, den habe ich geerntet, entsprechend bin ich jetzt so in dem Können machen. Sonst habe ich eigentlich nur Büsche und ein bisschen Bäume gefällt. Passiert ist nicht wahnsinnig viel, da unten ist ein bisschen mehr gewachsen, es hat ein bisschen mehr Grün gegeben. Der Zita, 6 Bäume, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ich habe da vor der Hütte eine gepflanzt, damit es dann ein bisschen grüner wird. Ja, und das wäre es dann eigentlich auch schon. Was ich wollte schauen, ist bei den Möbeln da irgendetwas Schlaueres zu bauen. Aber ich glaube, der braucht Nägel. Das Samenregal, das geht relativ gut. Das braucht nur Holz, weil Metall bin ich noch nicht so gut. Das Herbarium ist meiner Meinung nach das, was am meisten Platz hat. Da brauche ich aber Beton, da muss ich die Mine nie. Aber ich könnte mal ein Samenregal machen für das ganze Gesamthaus. Das müsste eigentlich alles haben, oder? Das ist hauptsächlich Werkzeug, Hammer, Zange, Sagi. Und ein bisschen Brett. Ja, weil es wird natürlich jetzt immer mühsamer vom Platz her. Ich bin jetzt schon recht ausgelastet. Also, Korn läuft. Machen wir da noch das südliche Kompostierründeli. Und der Kerli. Soll ich den da aufmachen? Jetzt muss man überlegen, da kommen die Samen rein. Machen wir. Gut, also, jetzt haben wir relativ gut. Ich meine, es ist natürlich noch nichts, das langt hin und vor noch nie zu sagen, aber mal zum Start ist das gar nicht so übel. Ich bin schon recht müde. Was machen wir jetzt noch? Machen wir noch ein bisschen Planken. So, und jetzt dürfte ich Zeit zum Pennen. Das behalte ich noch. Also, das ist das aufgenommen. Ah, da wäre noch ein Holz gewesen. Naja, egal. Hat er wieder irgendwie etwas Komisches gemacht, der Herr da. Ich schaue mal, dass ich so 100 Samen vorig habe oder so auf einen Stack. Da habe ich sicher genug Reserven. Pflanze ist genug. Ja, also schlafen. Oh, ja, okay. Jetzt wacht er natürlich auf, weil er am Verdursten und Verhungern ist. Das ist ganz legitim, würde ich sagen. Machen wir einen kurzen Mitternachtssnack und dann schlafen wir dann eine Runde. Sehr schön. Gut. Dort rein tue ich ihn möglichst nicht anlangen. Der
ist so die eiserne Reserve, wenn es wirklich mal überhaupt nichts mehr hat, weil die draussen füllt sich immer wieder auf, da innen nicht. Dann sind wir da am Feuer machen. Haben wir da aussen noch. Okay, da habe ich jetzt wirklich nur noch 5, aber machen wir gleich. 70. Dann nehmen wir noch durch die 2. Was ihr da jetzt seht bei dem Baum, da wächst etwas, das sind glaube ich Nesseln oder ist es Thymian? Bin nicht ganz sicher, aber da wächst irgendwie Nutzpflanzen, das ist schon mal gut. Wie sieht es denn da unten aus? Aha, da haben wir den ersten Pilz, sehr schön. Da ist auch eine, sonst ist da noch unspektakulär. Ja, was machen wir da? Ich muss halt eine Zeit totschlagen, bis wir da rauskommen. Und da können wir eigentlich Holz und Kompost. Oh, ich sehe gerade, ich muss oben noch. Das grosse Falco gießen. Da brauchen wir aber mehr. So, weil das wird dann wahrscheinlich meine erste, also wahrscheinlich mit Sicherheit die erste Ernte sein, die ich dann einfach kochen kann. Und Mais ist eigentlich ein ganz ordentliches Rohstoff oder Futter für den Herr, wo mittlerweile übrigens ja, einen anständigen Bart hat. So. Also, machen wir den letzten Maiskolben hier. Dann habe ich 90 Stück und nicht 90 Stack drin. Der ist leer. Sehr schön. Ja, und dann halt gehen wir weiter hacken. Für Holz und Gammelzeug. Und vielleicht gibt es sogar noch den einen oder anderen Samen. Und wirklich interessant wird es dann, sobald ich da zum Startgebiet rauskomme, weil dann gibt es noch zusätzliche Sachen. Oh, ein Samenkuh. Was haben wir da mal? Ein Ahorn. Ahorn habe ich glaube noch keinen. Oder ist das ein Ahorn? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Bäumen echt nicht aus. Oh, nochmal eine. Sehr schön. Und dann noch Pflanztouren machen. Weil ich glaube, wenn ich die Ecke unten abgeholzt habe, dann ich alles weg. Was ich mir da jetzt wirklich wünsche vom Entwickler ist, dass er so einrichtet, dass er dann nicht für jeden einzelnen Abschlag muss klicken. Also eigentlich finde so Dauerklicken müssen auf so lange klickt, tut er reinbanken. Ich finde, das ist jetzt wirklich wieso hat es so ein Eisenerz gegeben? Hä? Ja, no, egal, nicht mehr. Aber wirklich so für jeden Schlag einmal klicken ist, ja, muss wirklich nicht sein. Oh, nochmal ein Samen. Mega, jetzt haben wir das schon.
2 Samen. Das ist jetzt die Fummelsteuerung. Keine Ahnung, warum das jetzt runtergefallen ist. Okay, noch 6 Bäume, dann ist er fertig. So, jetzt Tag 6. Okay, ich lade mal Holz. Im Moment mache ich so viel Holz, das kann ich gar nicht brauchen. Und damit ich da wieder ein bisschen Platz habe, schmeißen wir jetzt einfach da unten rein. So. Und das müsste der letzte Baum sein. Und die Axt ist kaputt. So. Also. Da ist jetzt fertig. Ich glaube, ich habe wirklich alles verhackt. Hey. Da haben wir alles durchgelassen. So, jetzt haben wir unser tolles Samenboard. Wie heißt das? Steht nicht. Was ich nachher sicher muss, ist so eine Pflegerunde von den Bäumen. Das erkläre ich dann nachher im Detail, was mit dem meine. Was ich jetzt da noch mache, ist den rausnehmen, weil dann können wir noch säen. So nicht noch, richtig reparieren muss ich. Wow, das ist jetzt schon mein letzter Schleifstein. Gut, okay, ist egal, ich will jetzt nicht mehr gross axten. Das heisst, ich mache jetzt zuerst mal den letzten Eisen, den ich habe. Und ich da irgendwie, ich weiss nicht, wie ich den bekommen habe. Ist der unter dem Baum gelegen oder vielleicht beim Baum ausgraben rausgefallen? Man weiß es nicht. Hat mir jetzt noch 2 Schleifsteine gegeben, das ist sicherlich nicht das Dümmste. Dann ist die Axt jetzt noch einmal repariert. Sehr schön. Die kommen wieder da rein, da kommen wir dann nachher noch ein bisschen, wie heisst das? Organischer Abfall machen, genau. Die hole ich mir dann noch. So futtertechnisch sieht es auch nicht so wahnsinnig cool aus, oder? Ein bisschen Pfirsich. Oh, und ich muss auch noch etwas gegen meine Strahlung machen, sehe ich gerade. Udeli. Kompost läuft. Gut. 3 Bäume kann ich pflanzen und das machen wir natürlich. Ich tendiere jetzt wirklich dazu, die da gerade anzubauen, damit ich da möglichst schnell alles begrünt habe. Ja.
machen wir zumindest 2 davon. Machen wir einen da und einen. Oder soll ich gerade den? Da hat es schon. Machen wir so, dann können wir uns den Kerl sparen. Machen wir noch 2 Ahorn. Ich glaube, das ist zwar die Ulme. Jetzt schauen wir mal. Was ist? Das ist so ein Blättchen, dann ist er da hinten. Ich bin noch voll der Baumexperte. Keine Ahnung, was das ist. Ein Baum. Und den mache ich da oben, weil das ist so der Weg Richtung Mine, wenn es dann eines Tages losgeht. Der muss sich da richtig weit durchfressen, damit er da durchkommt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schafft. Ist egal. Wir pflanzen mal einen Baum. Jetzt haben wir schon 9 Bäume gepflanzt. Ich bin echt voll der Profigärtner. So, dann machen wir jetzt ein bisschen Baumpflege. Was meine ich mit Baumpflege? So Beipflanzen beim Baum können natürlich nur auf leeren Feldern wachsen. Sprich, wenn es da Gras oder sonst irgendwas drauf hat, dann wächst gar nicht. Jetzt machen wir da einfach das Zeug weg, weil ich will ja, dass da etwas wächst. Und so kann man ein bisschen selektieren, vor allem zum Beispiel so ein Sachen, wenn es um Pilze geht, dass man eigentlich vor allem die Pilze, die man gerne will. Das ganz wichtig zum Beispiel ist, dass ich irgendwann mal blaue Pilze bekomme. Aufpassen, dass nicht das Zeug läuft. Weil die brauche ich nachher für ein spezielles Rezept, das völlig essentiell ist, um eine Lichtquelle zu schaffen. Das ist der blaue Pilz. Das heisst, ich muss da schauen, dass irgendein Baum blaue Pilz macht. Und weiße Pilze. Weiße Pilze sind deshalb gut, weil man die essen kann. Jetzt bei dem Baum würde ich natürlich gerne all das Zeug da im grünen Bereich weghauen. Ich komme aber nicht an. Ja, nein, das ist ein Zeissen. Da laufe ich wieder ins Zeug und dann ist Game Over. Nö, da können wir wirklich nichts machen. Dann machen wir da noch ein bisschen das Gras weg, mangels anderer Beschäftigungen. Weil Gras brauche ich ja ohnehin für den organischen Abfall zu machen. Ah, der Baum, der ist jetzt noch wichtig. Ah, genau. Da haben wir jetzt zum Beispiel grünes Gras, das kann man auch brauchen, zum Abfall machen. Und ich bin jetzt nicht sicher, dass es könnte Thymian sein. Darum lasse ich jetzt mal sein, oder? Mit dem markiere ich eigentlich, dass die Pflanze da um den Baum weiter sich entwickeln soll. Wenn jetzt für die Cutter gäbe es einen Zufalls neue Kultivierung, oder wie sagt man dem? Da wächst einfach irgendetwas Neues per Zufall. Und das kann natürlich gewünscht oder nicht gewünscht sein. Aber wenn es Thymian ist, ist es sicher super gewünscht. Es könnte aber auch das Nesselkraut sein, das wäre nicht wirklich gewünscht. Ach, da übrigens noch, da ist noch eine Karte angebracht von der Gegend. Ich sage mal schnell, für die Leute, die es interessiert, wo was ist und was wichtig ist, das ist das Haus, wo wir anfangen. Das ist umgeben von dem Geblubber. Ich habe jetzt vor allem da unten mich eingesetzt, um ein Loch zu machen, und das zweite ist da oben. Das zweite auf dem Weg, weil da hinten ist Mine, da kann man nachher Erz und Beton abbauen, auch Stein endlos. Wobei Stein hat so viel, dass lange kein Problem sein. Da ist ein kleines Dörfchen mit verschiedenen Gebäuden, wo man looten kann. Das Wichtigste dort ist, und ich bin nicht mehr sicher, es ist glaube ich einer von diesen 3 Gebäuden, und zwar im dunklen Bereich, Baumwolle. Baumwolle wichtig, um so textile Sachen zu machen, vor allem der Rucksack sehr nützlich. Dann da hinten ein ganz wichtiges Gebäude, das kann man auch, das ist immer hell, das kann man also immer looten, auch wenn man keine Lampe hat. Dort hat es den Rüttler, das ist so eine Maschine, wo man Erz in Eisen umwandelt oder Erde in Ton. Die kann man abbauen und mitnehmen. Und es hat dort auch die Spitzhacke. Die Spitzhacke heisst das Ding, oder? Der Pickel zum Erz abbauen, aber auch zum Bewässerungsgräben machen und Stein und Sand abbauen. Da unten muss man auch Pflanzen setzen, damit man durchkommt, einen Baum, weil es Geblubber, ich glaube mehrmals sogar.
Das ist der Friedhof. Ich weiß nicht mehr genau, was dort hat. Irgendwelche Rezepte, die jetzt aber nicht wahnsinnig super dringend sind. Hingegen, was super wichtig ist, das ist, ich glaube, das war bei dem Gebäude gewesen. Und zwar hat es dort ein Grab mit Strauchsamen drin, die sind tot und die muss man dann wiederbeleben. Und das ist gesagt, das habe ich vorher erklärt mit dem blauen Pilz. Hat das Rezept dazu. Und da kann man nachher Sträuch kultivieren. Sträuch produzieren Blumen. Und in den Blumen hat es Leuchtkäfer. Und die Leuchtkäfer braucht man wiederum zum die Lampen machen. Da ist noch das Gebäude, da hat es auch noch ein paar Rezepte drin, aber ich glaube nichts, was jetzt gerade super dringend wäre. Ist, glaube auch durch Blubber geschützt, muss man sich zuerst durchbaumen. Und das wäre es dann. Da oben hat es, glaube ich, auch noch Blubber. Hat überall ein bisschen Blubber. Das sehen wir dann, wenn es so weit ist. Ja, das sind mal so die wichtigsten Orte in dem Spiel, wo man besuchen sollte, muss, darf, was auch immer. Jetzt schauen wir da schnell, der geht noch einen Moment. Machen kann ich da im Moment auch nichts. Das heisst, das nächste wäre jetzt mit der Düngerproduktion angesagt. Das ist manchmal schon ein bisschen das Rätsel, wie das genau funktioniert mit diesen Tasten. Das ist einfach ein bisschen unlogisch. Ja, und da sieht man jetzt auch, mein Hauptproblem sind wirklich die Stickies. Wie heissen die Äste? Ja. Halb 20 Kerl ist schon wieder müde. Okay, ich habe nicht so viel zum Abbauen geschickt. Da ist das okay. Der läuft wieder. Da unten, die zwei, die machen wir gerade weg. Das gibt Äste. Ich glaube, Äste spawnen die ganze Zeit wieder. Dann ist das aber auch ein Pilzbaum da. Oh. Kein Wasser. Ja, und so geht das jetzt eigentlich so lange weiter. Konzentriert euch in dieser Phase vom Gaming hauptsächlich darauf, dass ihr jetzt Dünger macht. Abbau können wir nicht mehr. Ihr könnt das Gras schneiden. Ist jetzt im Moment nicht super dringend, ich habe mehr als genug. Erst kommt man rüber, indem man genau die Sachen abbaut, die ich jetzt sogar gemacht habe. Da habe ich jetzt natürlich den sicher wieder liegen lassen. Und jetzt geht es wirklich einfach darum, möglichst viel Dünger zu produzieren, zum einen zum weiteren Bäume abpflanzen, aber auch zum nach dem Garten dort im grossen Stil aufzuziehen. Der wird wahrscheinlich da drin sein, genau. 17 Dünger habe ich, tönt noch viel, aber das ist so schnell aufgebraucht. Jo, ich glaube, das lange mal für den Moment. Die heutige Episode ist vorbei. Ich werde jetzt die nächsten paar, vermutlich Tage, so weiterbauen, wenn nicht irgendetwas noch Interessantes passiert, was ich jetzt vergessen hätte. Fällt mir jetzt aber gar nichts ein. Dann werde ich das nächste Mal wieder zuschalten, wenn ich den Durchbruch gemacht habe. Der Baum ist jetzt aber auch schon ausgewachsen. Dann noch Informationen, wenn ein Baum ganz ausgewachsen ist, dann kann man ihn fällen. Es gibt 2 Samen garantiert. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, gar keine Frage. Der hat jetzt schon wirklich ordentlich Zeug. Oh, ich komme schon durch. Okay, das heisst, der nächste. Ich will den Tag noch fertig machen, weil es lohnt sich jetzt nicht mit dem Zustand in die Stadt zu gehen. Das heisst, ich mache jetzt hier noch fertig. Ich bin auch schon durchgefressen. Ich habe da 2 Möglichkeiten, jetzt mit der Stadt zu bekommen. Das werden wir sicher auch machen. Cool. Also, ich würde sagen, fertig für heute. Ich mache den Tag noch fertig. Am nächsten Tag geht es in die Stadt. Dort werden wir mal die wichtigsten Orte plündern. Und bis dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss.